Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Guten Abend, teure Zuhörer, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das hört zu nach Meir David. Und ein gut Chodesh Elul. Wir haben an die Yontiv dicke Tag. Es kommt bald Rosh Hashanah. Und wir haben ein feierliches Programm für euch hängt. Wir haben ein spezielles Interview mit Mindel Kahn, was ist die Chefredaktorin von Ingeweb, ein Webjournal gewidmet jüdische Limudim. Und was ist sie ist euch die neue Jiddisch-Lehrerin bei Harvard Universität. Wir wollen haben den ersten Teil die Woche und den zweiten Teil die kommende Woche. Und wir haben 3 sehr bekannte Gäste im Studio die Woche. Lebendig im Studio, wir kommen zunächst direkt von unserem Studio. Da haben wir, lassen wir herumgehen. Shalom Aleichem, das ist Rivka David. Guten Abend und Shalom Aleichem, alle Zuhörer, das ist Shalom Beinfeld. Gute Woche, das redet Leah Levitt. Shalom Aleichem euch alle 3. Und wir wollen mit euch reden wegen verschiedener Sachen und ihr werdet mir auch euch helfen. Ich kann nicht zu euch helfen, wir haben eine Sache, was überzugeben und was kann interessieren die Zuhörer die Woche. Jetzt lassen wir hören noch ein bisschen Musik von der Malawski-Mischpache und ein paar wichtige Annoncen, was Lea wird sich mit uns teilen und dann zum Interview. Ja, wir haben da Grüßen von Blair Travel. Der
Reisebüro in Brookline, in Shimshon Ehrenfeld, Berosch, wünscht euch alle und alle Klienten einen guten Jontiv und ein gut gesund Jahr. Und ihr sollt wissen, dass Blair Travel hat eine neue Adresse, nicht weiter weg als in Brookline, aber der neue Adresse ist 45 Bartlett Crescent Road, das ist 45 Bartlett Crescent Road in Brookline. Und auch dem neuen Adresse ist als wie früher und wie allemal auf den höchsten Öfen ist blair.com mit dem Telefonnummer, ich will sagen auf Englisch, 617-738-0500. Wieder wünscht euch Shimshon Ehrenfeld teuren Jontef und ein gut gesund Jahr von Blair Travel in Brookline. Euch, Cheryl Ann's von Brookline, eine Bäckerei mit Koschers in Parve Gebäcks, schon Gott sei Dank mehr wie 25 Jahre, wünscht euch alle Zuhörer von dem Radioprogramm, das Jiddische Kohl, einen teuren, gebenchten Jontef und ein gut gesund Jahr. Das ist auf Englisch, a Happy New Year from Cheryl Ann's. And Cheryl Ann's befindet sich in Potterham Circle in Chestnut Hill, 1010 West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telephone number to call orders in, 617-469-9241. Und wieder Aziz and Yontif from Cheryl Ann's. Ja, Butcherei in euch in Brookline, das ist Bostons prämierte koschere Supermarkt unter der Haschgoche von dem Wad Harabonim von New England und so hat noch zu ein Jatke mit glatt koscher Fleisch. Es befindet sich in Brookline auf 428 Harvard Street. Telefonnummer ist 617-731-9888. Die Showen dort sind ganz offen, von ganz früh, 7 in der Säge, Sonntag bis 4 Säge, Montag und Dienstag von 7 bis 6 Säge bei Nacht, Mittwoch ein bisschen später, von 7 in der Früh bis 7 bei Nacht, Donnerstag von 7 in der Früh bis 8 bei Nacht, das ist ein guten Abend, dann zu kaufen für Schabes, und Freitag von 7 in der Früh bis 2 Säge bei Tag. Und auf der Internet ist butchery.com. Und ein gut Jontif und ein gut Jahr von der Butchery in Harvard Street, 428 Harvard Street, Brookline. Ich heiße Mindel Cohen. Das ist Madeleine Cohen auf Englisch, aber Mindel auf Jiddisch. Seid begrüßt beim Jiddischen Call. Die erste Frage ist, Mindel, von wann ist gekommen Jiddisch und wie seid ihr gekommen zu Jiddisch? Also ich habe angehoben, sich zu lernen Jiddisch in einem Zoom-Programm von Jiddischen Bichel Zentral in Amherst, Massachusetts. Es heißt jetzt Steiner Summer Jiddisch Program. Also ich bin gewesen als Studentin bei Hampshire College. Habe ich studiert deutsche Literatur und habe gewohnt in Berlin auf ein Jahr. Und zurückgekommen von dem habe ich gehabt ein Interesse in jiddische Literatur und Geschichte. Und mein Professor dort bei Hampshire, Rachel Rubenstein, was forscht wegen Jiddisch, hat gesagt,
sie weißt du, als über die Gas kann man lernen Jiddisch und sie hat gewusst, dass ich werde das lieb haben. Als habe das Programm gemacht mein letztes Jahr bei Hampshire College. Nachdem habe ich gelernt in Vilna, in dem Eucha-Zumel-Programm in Vilna Universität. Und nachdem habe ich angehoben mein Doktorat bei Universität von Berkeley und dort weiter gelernt, sich jiddische Literatur mit Chana Kronfeld und mit Nomi Seidman. Ja. Und nachdem habe ich angehoben zu lernen, Jiddisch zu Talmidim, das heißt Jiddisch für Anhebels. Und das, in dem Lernen habe ich Tage gelernt, Jiddisch, was ich meine ist Talmud Emes. Ja. Man lernt etwas am besten, wenn man lernt andere. Ja. Was ist euer Titel jetzt? Ich bin die Preceptor in Jiddisch, was man muss teachern viel auf Englisch. Also ich bin die Sprachlehrer von Jiddisch da bei Harvard. Ja. Wie ich verstehe, sind ihr jetzt der Redakteur von Ingeweb. Mhm, ja. Habe ich eine Sachfrage, aber ich will sich abstellen auf ein paar wichtige Fragen. Wie sind ihr gekommen zu Ingeweb? Mhm. Und euch etwas wegen Ingeweb allein? Efter zuerst wegen Ingeweb allein, als es ist ein relativ neues Journal für jüdische Lamodim, was existiert nur auf dem Internet. Es ist nicht ein gedrucktes Journal. Es ist ein akademisches Journal für Jiddisch, aber auch ein breiteres Projekt, wo man kann lernen neue Übersetzungen von Jiddisch auf Englisch. Wir haben euch pädagogische Materialien für jiddische Lehrer auf der Webseite und euch ein Blog, was ich meine ist etwas wie ein Feuilleton von Heint, wegen alle Sachen zu tun mit jiddischer Kultur, Heint. Und ja, wir haben bald an mit unserem 3. Jahr von herausgeben dem Journal. Und das ist gewesen, wie ich verstehe, eine Idee von Professor David Roskis in Anheb mit etlichen Jahren zurück. Er hat gewollt schaffen ein neues Journal für jüdische Lamodim, weil ein Journal seien wie ein Heim für akademische Disziplinen und Jiddisch hat nicht kein, da in Amerika oder auf englischer Sprache. Als er hat gesucht, jüngere Akademiker, was können annehmen als ein Projekt. Und endlich hat er das gegeben, das ist nicht dem richtigen Wort, aber er hat gefunden Saul Zeret, was ist jetzt euer Professor von Jiddisch da in Harvard, und Eitan Kensky, was ist gewesen der Preceptor in Jiddisch da bei Harvard, aber jetzt arbeitet er euch in Jiddischen Bichel Zentral in Amherst. Und die zwei haben entwickelt der Idee von einem Journal auf das größere Webseite, was ist ein bisschen breiter von einem akademischen Journal. Ja, und mit etwa 4 Jahren zurück haben Saul und Eitan gebeten, eine Gruppe Menschen, jüngere Jiddischisten, Doktoranden und Menschen, die seien in ihrem ersten Jahr von ihrer Karriere zu sein, dem Redaktion von einem neuen Journal. Als ich bin gewesen bei dem ersten Treffen bei AJS, Association for Jewish Studies Konferenz, mit der Chef 4 Jahre zurück. Und Sof Kol Sof, mit 2,5 Jahren zurück haben wir angehoben, herauszugeben dem Journal. Ja. Ich habe den Eindruck, dass der Journal ist ein Erfolg. Hoffen wir, meinen wir euch, ja. Ja, es
es kommen zurückgesehen neue Menschen, neue ernste Arbeiten. Es hat nicht das Gefühl von etwas, was wird sein, zeitweilig. Es wird haben Repressionen. Lassen wir hoffen. Ja. Ich meine, es ist wichtig, dass Menschen sollen stützen. Ja, und das ist eine wichtige Sache wegen in Gewerbe, was alle Menschen können es nutzen, ohne Geld. Man darf nicht bezahlen, man darf nicht haben eine Institution, das zu lernen. Und euch mir bezahlen für die Arbeit, was ist auf dem Journal. Als, nicht keine Sache, aber wir geben kleine Stipendien zu den Schreibern und euch die Redaktion, wo seinen meistens Doktoranden und Menschen, was haben noch nicht keine Tenure-Track-Position, als dem Journal darf die Stützung von unseren Lionels, also wir hoffen, das weiterzumachen, als alle Menschen können es lernen und bezahlen. Und als wir können bezahlen für akademische Arbeit, was ist euch Arbeit? Ja. Allebei. Ja, ich habe den Eindruck, als wie ihr allein sagt, das ist meistens jüngere Menschen. Das ist ein bisschen zugewöhnt in Jiddischland, als das sollen sein meistens ältere Menschen, was sind ausgewachsen mit Jiddisch, viele geboren geworden in der alten Heim. Und da haben wir zu tun mit jungen Menschen, Geborene in Amerika, nicht ausgewachsen mit Jiddisch in der Heim. Und das ist ein freundliches Phänomen. Ja. Und ein Schakoyach. Ja, wir sind alle sehr freilich, als wir gucken herum, die Menschen, was arbeiten auf dem Gewerbe und schreiben für ein Gewerbe, als es sind mit mehr und mehr Studenten, jüngere Leute, jüngere Akademiker, was arbeiten mit Jiddisch. Ich meine, mit dem Jahr zurück bei Konferenz von AJS sind gewesen mehr wie 50 Lektionen, was hat zu tun mit Jiddisch. Und das ist eine Konferenz nicht wegen Jiddisch wie Sprache, nur allgemeine Jewish Studies. Ich meine, als Jiddisch ist eine lebendige und eine junge Disziplin. Das ist unsere Hoffnung. Habt ihr eine Verbindung mit die jiddischsprachigen Chassidim? Eine Verbindung will ich nicht sagen, aber wir proben zu machen in Gewerbe ein Journal, ein Ort, wo euch chassidische Jiddisch hat ein Ort. Ich meine, die Zwiebels von akademische Jiddisch und hassidisch Jiddisch haben nicht keine Sache zu tun, ein miteinander, da in die Vereinigten Staaten, aber ich meine euch als mit den letzten 15 Jahren seien mehr und mehr Interesse von Seiten von den Akademikern in Chassidisch Jiddisch. Und wir proben herauszugeben Arbeit und Essayen, was hat zu tun mit Chassidisch. Das ist sehr wichtig, weil wir wissen, dass es als Jiddisch ist eine lebendige Sprache bei sie. Und es ist sehr wichtig, als sie sollen sich zugewöhnen zu ausgeleiteten Jiddisch, weil oftmals schreiben sie Jiddisch, was ist von unserer Kultur nicht korrekt. Aber es ist sehr wichtig für sie, als Jiddisch ist wichtig für sie, soll es sein besserer Jiddisch. Ja, und ich meine, auf der Seite von akademischen Jiddisch können wir euch lernen von sie, was es wie Jiddisch, sehr Jiddisch sieht aus, als es entwickelt noch wie eine lebendige Sprache. Wenn so viel von den Akademikern lernen nur in Klassenzimmern und nicht in der Heim. Ja, ich weiß, dass ihr habt gemacht ein Interview da bei Jiddisch Call mit Menashe Lustig, was ist der Star von der neuen Film Menashe, und euch in Gewerbe haben wir herausgegeben eine Rezensie von dem Film und gemacht ein Interview mit Menashe und mit dem Regisseur von dem Film. Also, das ist ein Beispiel, was ich kann der Monin jetzt. Ja.
Was sind von den Hochpunkten von Ingewerb die letzten paar Jahre? Hochpunkten. Sehr ein wichtiges Projekt, was wir haben herausgegeben in die letzten Jahren, ist eine sechsteilige Bibliografie von Zachary Baker. Ist der Bibliothekarin von jüdischen Lemodim beim Stanford University. Und hat geschrieben, also eine Bibliografie in 6 Teilen wegen Kolmine Minim von Forschung wegen Jiddisch, wegen die Weltelbücher, wegen Enzyklopädies, wegen die Webseite, was man kann nutzen heint. Also es ist sehr nützliche Vierer von Forschung in Jiddisch. Das sind Bücher, die digitalische Methoden? Beide. Und ich meine, dass beide sind wichtig. Als ich habe bemerkt mit Studenten jetzt, wir können nutzen dem Internet sehr gut, aber einmal wissen wir nicht, wie man nutzt die gedruckte Materialien als und wissen nicht, was man kann finden in etwas wie Enzyklopädie von neuer jüdischer Literatur, oder wie man lernt, eine Bibliografie von Materialien. Ich bin Masken, das ist außergewöhnlich nützlich, was hat geschrieben, weil der Web ist zu umorganisiert und Google kann uns nicht helfen zu finden die Sachen. Ja, und eine interessante Sache, was wir haben herausgegeben, eine Übersetzung von einem Lied von Laser Wolf, was heißt Evigingo. Und es ist ein jüdisches Lied in einem Stil von Hiawatha, mit demselben Rhythmus und Meter wie Hiawatha. Es ist nur gedruckt geworden auf lateinische Oisius. Und Jordan Finken hat gemacht eine Übersetzung auf Englisch. Hat es getan in 3 Tagen, weil Laser Wolf hat geschrieben sein Original euch in 3 Tagen. Und dem Englisch hat denselben Rhythmus, denselben Meter. Es ist sehr ein ungewöhnliches Lied auf Jiddisch, was ist interessant. Ja. Könnt ihr uns etwas sagen wegen einer breiteren Zugang zu Jiddisch und Jiddischkeit? Ist hinter einer Verbindung mit Ingewerb euch Verein, ideologischer Zugang? Von Ingewerb? Nein, aber bei euch persönlich. Ja, als mein Interesse zu Jiddisch kommt von meiner Seite, was ist gekommen von Quincy, Massachusetts eigentlich. Und er hat geredet Jiddisch wie ein Kind durch seine Sprache, was sind gekommen von Kiewer-Gegend. Aber sie seien politisch aktive Menschen, sie seien Atheisten und der größte Seite ist gewesen ein Bundist, mein Seite ist gewesen sehr aktiv. Bundist, das heißt von einem größten sozialistischen Parteien in Europa. Mein Seite ist gewesen sehr aktiv in Quincy mit Recht auf Wohnort. Wenn ich bin gewesen in College und habe gelernt wegen jüdischer Literatur und Geschichte, ich bin interessiert in dem, was sie haben eine Verbindung zu Jüdischkeit, was ist nicht religiös und euch nicht zionistisch. Und euch nicht zionistisch, aber es ist eine starke Verbindung, ja, zu Kultur, zu Geschichte, zu Gemeinschaft und so weiter. Das ist, wo von wann mein Interesse ist gekommen und wir Studenten in Berkeley zwischen die Jahren von Recession und ich habe gesehen, wie die Stadt will nicht unterstützen
der Erziehung und Universitäten habe ich gefehlte Verbindung zu den politischen Aktivitäten von Jiddischisten, ja, von Menschen, was haben lieb Jiddisch, aber seien euch sehr politisch aktiv. Und haben geglaubt, dass die jiddische Kehilles also sozusagen den Golles haben das Recht zu haben, ihre eigene Kultur. Genau. Die berühmte Deutlichkeit, was sie haben, das Namen gegeben. Ja, und ich meine, als jetzt, es ist wichtig zu gedenken, als Menschen, was haben geredet Jiddisch, was haben geschrieben jiddische Literatur, seien Menschen in der Welt, ja, sie seien aktive Menschen, sie haben Ideen von Bauen, Kehiles, und ich meine, als Jiddisch kann noch sein, hat noch eine Kraft in der Welt, als man kann bauen a Kehila herum Jiddisch und Jiddisch kann sein Teil, beteiligt sich in der Welt und unser politisches Lebens heint. Als in Geweb hat kein politische Ideologie, aber ich meine, als Sache von den Menschen glauben in dem, als Jiddisch ist nicht etwas Besonderes, nicht etwas nur in einem Ivory Tower von Universitäten, aber es hat etwas zu sagen zu jüngeren Leuten und jüngeren Jiden heint. Agiv sind alle Zuhörer zum jiddischen Call und alle Liebhabers von Jiddisch und von der jiddischen Literatur verbeten zu einer Lektion, was Mendel Cohen, was wir haben sie erst gehört, wird halten in Harvard, Montag, dem 16. Oktober, 4 nach Mittag. Das ist die jährliche Lektion Lekovet dem jiddischen Schreiber Yankiv Pat, gestützt von der Harvard Bibliothek und dem Center für jiddische Studien in Harvard. Die Lektion ist auf Englisch, aber die Thema ist sehr jiddische. Sie heißt Deutlichkeit, was wir haben erst damals. Deutlichkeit, die Politik und die Poetik von dem Mokum, das Ort, die Gegend, in der modernen jiddischen Literatur. Die Lektion kommt vor im Forumsaal von der Lamont Bibliothek in Harvard Hof, das heißt Harvard Yard. Eintritt ist frei und offen zum Publikum. Demut schreibt man jedens Quittel in dem Weg jeder Dank Sholom und dank Mendel Cohen für ein Interview. Ihr hört das Jiddische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Und wir haben im Studio Rivka David, Shalom Beinfeld und Leah Levitt. Wir kommen zu euch bald nach Apollo-Nanzen. This is WUNR Brookline. Schöne Teve, einen guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Wer soll leben bleiben? Ich, Eli Dovik von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jiddische Kol, Ashnas Chaim ve Sholom, Ashnas Geulo und Aksiba v'Chsime Toivo.
Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Ot Allah Shnas Chaim und Shalom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvard Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. Sein Mittel, die Schöpfer, o Sepiva, o Zeraka, Mahavir Nesroya, o Gezero. Und jetzt ein paar wichtige Annoncen wegen jüdischer Geschehnissen von Arbeiterring. Ja, das ist heutzutage Tage wegen Ingeweb, was wir haben früher geredet wegen dem mit Mendel Cohen. In Bostoner Arbeiterring in Brookline wird vorkommen eine Lektion dem Sonntag, dem 17. September. Für Säger noch Mittag. Noch einmal in Arbeiterring, Bostoner Arbeiterring Center, 1762 Beacon Street in Brookline. Die Lektion, was ist auf Englisch, ist aber wegen Jiddisch und heißt auf Englisch Jiddisch in the Digital Age. Mit Eitan Kensky von der Jüdischen Bücherzentrale und Saul Noam Zaret, der Professor von jüdischer Literatur in Harvard. Sie will reden wegen die neuen Möglichkeiten für Jiddisch in der sozusagen digitalen Tkufe, was öffnet auf neue Möglichkeiten für alle Lechoines und Kulturen, aber für Jiddisch speziell. Und ich bin sicher, als die zwei Lektors, wir sind zwischen die Gründers von Ingeweb, will haben, als ich zu sagen, nicht nur wegen Ingeweb, nur auch wegen der Bücherzentrale, was hat digitalisiert, faktisch die ganze jüdische Literatur. Ein gewaltiger Aufzug. Ihr sind alle verbeten. Hat jeder Jid bloß ein Sach in seinem Machschaber, Zochereino lechaim, Melech Ofetz b'chaim, Lechosveino. Wilt ihr singen und sich beteiligen in a Jiddisch-Chor? Jetzt hat Gelegenheit. Shabbos, dem 23. September, wird vorkommen öffentliche Repetitions von Arbeiterring A Bessere Welt Chor. Das kommt vor von 3:30 bis 5:30 Nachmittag in Arbeiterring, 1550 Beacongas in Brookline. A Bessere Welt Chor ist ein ganzen Jiddisch-Chor mit das ist einmal ein Jahr, was man kann sich anschließen bei See. Das heißt, zweimal ein Jahr, die öffentliche Repetitions kommen vor Shabbos, dem 23. September, wie euch Montag, dem 9. Oktober. Für Informationen telefoniert an in Arbeiterring, Telefon 617-566-6281. Ja, ich will übergeben ein paar Wörter wegen Klassen in Arbeiterring, was haben sich im September zu noch Jontif, noch Rosh Hashanah, Montag, dem 25. und Dienstag, dem 26. werden sich anheben Klassen und Montag bei Nacht werden vorkommen Klassen für Anheber und euch für Avancierte.
Und Anheber müsst aber nicht die ihr, was ihr Herz auch zu, aber öfter hat ihr ähnlich zu Kinder, zu wer was willen sich ein bisschen lernen Jiddisch, können sie sich verbinden mit einem Anheberklasse und sie wollen sich auslernen, ein bisschen lernen, ein bisschen reden und viele reden richtig, ein bisschen mit der Grammatik. Und der Kurs wird sein für die, was sie kennen, gar nicht und die, was sie kennen, schon ein bisschen. Und sie werden geführt von einem sehr feinen Instruktor, Moshe Edwards, schon ein Genieter, der Lernsattacke in einer Rabbinical School in Newton und schon etliche Jahre gelernt in Arbeiterring. Und euch Montag bei Nacht wird seine Klasse für Avancierte. Da sind ihr, die Zuhörer, und das will ich, Leah Levitt, führen. Und wir wollen sich lernen wegen der jüdischen Literatur, wir wollen auskleiben verschiedene Schreiber und wir wollen gucken auf Geschichte und euch auf Poesie und euch ein bisschen Musik. Und das Jahr habe ich in Sinn zu arbeiten mit Chava Albersteins Lieder, weil so hat Sachlieder von die beste jüdische Poeten, zugestellt die sehr schöne Musik. Und man weiß doch, dass Musik hilft allemal dem Meuer und dem Mut. Wird sein Montag bei Nacht Anheber in Klasse und Avancierte. Dienstag bei Nacht wird sein Vermittelsdicke. Die, was wollen sich verbessern, ein bisschen die Sprache und ein bisschen das Lernen, wird sein eine Klasse, was heißt Anheber, ein bisschen weiter von der Anheber. Und das wird führen eine neue Lehrerin, eine Teile, was ist gewesen bei mir als Studentke, Rochel Grossmann. Und das wird sein Dienstag bei Nacht. Und für die, was sie kennen schon ein bisschen mehr lernen und sie heißen ganz, ganz gut Mittelsdicke, noch nicht avancierte, weil ich mit sie anführen, euch auf demselben Öfen Literatur, Poesie, Musik, aber nicht so starken Öfen. So, wie ihr wollt sich hereinpassen, sollt ihr sich kommen. Wir haben allemal sehr gute Show. Es ist von 7:30 bis 9:00 Montag und Dienstag bei Nacht. Und ob ihr wollt mehr Informationen wegen die Klassen, könnt ihr anklingen in Arbeiterring, der Arbeiterring auf Beacon Street in Brookline. Und wollen sie sagen, wie lang es sein? 10 Wochen anheben sich Ende September, dem 25. September, und gehen bis Anfang Dezember. Gut. Und Arbeiterringnummer noch einmal 61756666281. Ich habe eine Annonce wegen, was ist nicht so weit, es ist nicht in Boston, aber es hat zu tun mit ein paar teuren Menschen, was ich weiß, als New York ist nicht so weit. Der Sholem Aleichem Kulturcenter in New York öffnet seine Saison mit einem Programm, das sicher Gelle Schwed-Fischmann. Wir haben gehabt nicht lang zurück ein Programm wegen in Andenken von Gelle Schwed-Fischmann, Seil und Bäuer von der jüdischen Kultur in New York und von unserer Kulturcenter befragt. Sonntag, dem 10. September 2017, 1:30 nach Mittag. Es wollen reden Professor Daniel Sawyer von Fordham Universität auf der Thema Jiddisch in Amoliken, New York, das Amolika New York in Jiddisch. Und euch, bei uns sehr bekannt, auf der Bostoner Jiddischer Gas, Professor Martha Tolpin, a Talmida, Gelle und Schickel Fischmans, Graduantka von die Sholem Aleichem Schulen und eine Tochter von 2 Verwalters von jenem Center, was hat damals geheißen Volksschule 21. Vorsitzer David Brown, beteiligter in unser Programm, das jüdische Call, Kibbut wird serviert, Gesang, Bezibber, euch, Eingang ist frei. Sholem Aleichem Kulturcenter, 3301 Bainbridge Avenue, Bronx,
Rog 208 Gas, Leben Montefiore Spital. Noch weitere Informationen, Telefon 917-930-0295. Und was tut man, als man hat nicht als man wohnt nicht in Boston? Ich weiß, dass das auch von unseren Zuhörern wohnen nicht in Boston und haben nicht keinen Zutritt zu die feinen Klassen, was Lea hat noch was beschrieben. Sie klingen also gut. Und was tut man, als man nicht in Harvard und haben nicht keinen Zutritt zu Mindelkons feine jüdische Klassen? Wir haben gekriegt eine Eize von Kolja Boradulen von New Yorker Zentraler Arbeiterring. Hat uns geschrieben, teure Kollegen und Freund. Wie ihr wisst, führe ich schon jahrelang mit jüdischen Online-Klassen und ich bete euch, teilen mit euren Zuhörer und Freund wegen unserer Klassen. Wir haben schon gehabt 130 Studenten von 10 Ländern besuchen, von Brasil, von Russland, von Mexiko, von Japan, von Ukraine und von 23 Städten und also weiter. Es ist sehr mit feine Lehrer und es ist gedei sich zu wissen, ob ihr seid in dieser Kategorie. Wenn es auch zu circle.org wird sehr gering gefunden wegen die Klassen von Arbeiterring. Und das ist die alle Informationen, was wir haben. Lass mir jetzt der Herr ein bisschen von der schönen chazonischen Musik. חושך וצלמובס läuft in Schuh eilt ne Dubes und Beid Zochereinu lechaim Melech ufeid b'chaim וחוסבינו בספר החיים Gott soll ihm gedenken dem Leben zu schenken zu dem Jahr dem Neuen ganzen Tag gefasst und geklaut und alle vieles gesagt. Wir beten Selicha Mechila, es halt schon bei Nila. Wird auf dem Herzen a bissele geringer und alle Jiden werden singen. Oi, 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 Zochereinu lechaim, Melech ufeid בחיים וחוסמנו בספר החיים. Teure Zuhörer, wir haben teure Gäste da. Rivka hat das gewollt etwas sagen. Kannst du das sagen? No? No? Nein. Rivka hat mir beschehen gesagt, sie kann das sagen. Sie ist gewähnt im Arbeiterin Chor und sie hat sehr Hanna gehabt. Und sie hat euch genommen Klassen und sie sind gewähnt sehr feine Klassen. No, weiter. Von Leas Klasse. Von Lea. Sie hat genommen Leas Klasse. Sehr gute Lehrerin. Danke. Nu, wir haben... Als das ihr weißt, man sagt, dass der Talmud ist ein guter, ist der Lehrer ein guter. Emes, Arena Emes. Gut, wir haben gewollt dich verbeten, Lea, zu erzählen ein bisschen wegen deiner interessanten Reise in Israel.
Ja, danke. Es ist mir gebeten zu reden, was ich bin da gegangen, was habe gemacht in Israel. Wie alle Touristen bin ich gewesen, ich habe getroffen mit meiner Sprache. Ich habe Cousines in Haifa und war in Jerusalem, sind wir gewesen einen Tag, und in Tel Aviv. Aber in Tel Aviv habe ich gefunden etwas sehr interessant und sehr. Bei mir ist das gewesen sehr nahe. Heute sie gedauert, sie geht schon an 12, 13 Jahren. Es ist da eine Kehille, was sie heißt Beit Tefillah Yisrael, und sie machen Kabbalat Shabbat beim Yam. Und es ist auch so schön. In so oben dort, es ist so Hunderte, in einmal bis 1000 Menschen kommen sich zusammen, und es ist meistens weltliche Menschen, und so haben eine Gelegenheit, sich zu vernehmen in einer unikal Überlebung. Es ist der Hebte Neshome. Es ist Tefillah, in Musik und Meditation und Poesie, und man singt und man tanzt. Und es ist alles beim Yam, beim Untergang von der Sonne, Kabbalas Shabbat. Und was will ich sagen, als das hat sich angehoben mit der 13 Jahren zurück, und es ist gewinn Poshet zu geben eine Gelegenheit für die weltliche Israelike zu kommen und zu überleben als eine geistige Überlebung und beteiligen sich. Und das macht es also, geht es zu das Koyach, und es ist öfter die Szene, der Yam, die Luft, a Kapelle, allemal da Kapelle, und es ist traditionelle Tefille und auch moderne hebräische Poesie und Lieder, und das Beteiligung von die etlichen 100 Menschen macht es als eine Überlebung, was sie begeistert, Poshet hat begeistert. Und das ist gewesen eine neue Sache, und ich habe es gewollt übergeben. Und sie machen es nur Sommerzeit, Baren auf dem Yam, bis Ende September. So, ob ihr klärt zu sein in Tel Aviv in den kommenden paar Wochen, tut den schon mal Teuve und geht zum Port. Sie heißt beim Tel Aviv Port. Und ihr werdet auch dort treffen und haben eine geistige Überlebung. Das ist Kedai. Vielen Dank. Kann ich gerne mal kurz Bericht wegen meiner Überlebung dem Sommer. Ich habe gehabt eine feine Überlebung bei der Jüdische Woche. Ich habe gemacht etliche Interviewen. Letzte Woche hatte ich gehört Interviewen 3 von sie, nur 3. Chaya Torenburg, Benjamin Schechter und Chai Wolf. Ich werde hören, bis die kommende Woche interviewen mit Senderbot Winnick und Raphael Finkel und mit Noach Berera. Euch mit Eva Djachnovic und ein paar andere Menschen. Es gibt sehr feine Jiddischwoche wie Tamid, Yasha Koyach, der Jugendruforganisation für noch eine feine Unternehmung. Jetzt der Scholem, wollten wir gekannt reden, ein bisschen weiter wegen der Thema von Machen unter Keplach für dem der Welts größte jüdischen Film. Oh, das meinste Mistame Jiddel mit dem Fiedel. Kann sein anders? Nein, sie können sein anders. Das versteht sich, man hat in Polen gemacht in die späten 30er Jahren etliche klassische jüdische Filme, der Dybbuk versteht sich.
Aber ich meine, Siedel mit dem Fiedel ist öfter der interessantste von sie alle, weil es ist gefilmiert geworden, nicht auf der Bühne, nur in die jüdische Städtlach, in der jüdischen Städtel in Polen und in dem jüdischen Quartal in Warschau. Und in der Marktszene, mit welchem der Film hebt sich an, sind die jüdischen Einwohner von dem Städtel. Also als alle anderen Meiles hat der Film einen wichtigen dokumentarischen Wert. Die Zorre mit dem Film ist gewesen, was für einen Amerikaner Eulen sind die englische Unterkäpplich gewesen sehr primitive. Mir hat sie gemacht, die erste Unterkäpplich hat man gemacht schon in den 30er Jahren, in einer Zeit, wenn meiste, was haben gesendet, den Film haben mehr weniger verstanden Jiddisch, aber haben gedacht, von Zeit zu Zeit ein bisschen unterkäpplich. Sie nicht gewesen, die ganze unterkäpplich, nur teilweise. Später hat man gemacht neue, aber sie haben von anderen nicht getäugt. Sie haben nicht gut sich zugehört zu dem polnischen Jiddisch und zu Max Boziks Humor. Und wenn ich mit kein anderer wie Lea Levitt, was sitzt da im Studio mit mir, wir haben zusammengearbeitet auf neue Unterkäpplich für Jidl mit dem Fiedel. Und das meiste neue Übersetzungen von Itzik Mangers Lieder, weil es ist eine musikalische Komödie mit Lieder, was Itzik Manger hat angeschrieben, Tage für einen Film. Und in Friedrich in das Haus von dem Film haben oder gefällt den ganzen Unterkäpplich für die Lieder oder sie haben nicht getäugt. Haben mir schwer gearbeitet mit dem. Und wie viel Mal, ich denke nicht, wie viel Mal mir hat sich zugehört, einmal und noch einmal zu rappen, die alle den Humor von Max Bozick in sein Warschauer Dialekt. Nicht keine geringe Arbeit, aber ich meine, also wir haben gehabt Erfolg. Der Film ist noch nicht da rausgekommen. A Marshall? A Marshall von Humor? Von Humor. Er beschreibt, der Humor hat zu tun mit seiner Kapelle. Was trifft sich an mit Molly Picken, was Molly Picken nicht versteht sich von Polen, auch von Amerika. Sie ist der Star und sie hat sich gekostet das auch Geld. Der Humor bei Max Bozick hat zu tun mit seinem musikalischen Talent und mit die alle Zorres, was hat von der Polizei und von sich behalten, jetzt Tomer hat nicht der Leute nicht zu singen und zu spielen. Und euch hat sein Humor hat zu tun mit dem jüdischen Theater in Warschau. Es ist interessant. Mir wird früher oder später wird der jüdische der Center for Jewish Film in Brandeis herausbringen. Es ist technisch eine schwere Arbeit, aber ich meine, als in kommenden Jahr wird es auf Kosovo herauskommen, die neue Version, der neue Nusser von Jidl mit dem Fiedel. Allah mir hoffen, mit Gottes Hilfe. Amen. Amen. Is was es gewesen, hat es gehabt, ihr habt schon früher erklärt, dass zu lieb dem, was man das entdeckt in a Schloss in Deutschland. Ja, das ist sehr interessant. Die Zorre ist gewesen mit neuen Unterkäpplich, was man nicht gekannt, Potter wären von den alten Unterkäpplich. Man gedacht, arbeiten mit sie. Und als sie haben nicht gedacht, was können wir tun mit den neuen. Hat aber Gott geholfen. Man hat gefunden in die deutschen Archiven eine Kopie von Jidl mit dem Fiedel und Unterkäpplich. Weißt du, die Nazis haben gehalten bei sich
auf welchen Zweck, weiß ich nicht und ich will auch viel nicht trachten wegen dem. Aber sie haben gehabt, jetzt in einem Archiv, in einer Keller haben sie gehabt, eine Kopie davon und das ist rein in die Misrachdeutsche Archiven und gelegen dort und danach rein als Deutschland hat sich vereinigt, haben die föderale deutsche Regierung das entdeckt und es gewollt verkaufen. Und zu der Zentrum für jüdische Filme in Brandeis, was hat gesteuert. Was heißt, ein klassischer jüdischer Film soll mir davon kaufen bei den Deutschen, was aber diese Kopie zugegangen wird bei den Juden. Haben sie gepolt beim deutschen Ambassador in Washington, also sie lassen wissen in Berlin, also sie soll so schenken dem Film zum jüdischen Zentrum für jüdischen Film. Aber das ist gewesen, unter Kepler haben wir gekannt, schaffen im Ganzen Neue. Schönen Dank. Und jetzt, es fällt euch kommenden Montag, der Tag von Arbeiter, weil wir haben Anaschier auf jüdische Arbeiterlieder, weil wir hören ein paar nebachtige, aber gar schöne Lieder, Lokovid Arbeiter, dem Milners Tränen und Mein Ruheplatz, was sind nebachtige, aber sehr schön. Und dann will wir hören ein kämpferisches Lied, die Schwur, das Lied von Jüdisch Arbeiterbund. Und mit dem wollen wir euch, liebe Zuhörer, bedanken für Zuhören und euch, liebe Mitanführer vom Programm, Lea, Sholem und Rivka, bedanken für sich beteiligen. Die Jorne gehen